Joel, Eli, Kali. mir hun haut ein Date zu dritt am Studio. Und bevor wir überhaupt über froh schwätzen, was aus ein Date, wäre ich froh. War das ein perfekten Date? den perfekten Date ass wie man alle gute wëssen zenter dat ma Miss Congeniality gesinn hunn den 25. April, well et ass net ze wärm, net ze kal, alles wat de brauch ass eng Leasjacket. Dat hei aus Maybe Sachs. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Willkommen bei Maybe Sex, der letzte Episode vom Jahr 2023. Wir schwätzen heute über Dates. Was sind sie nicht? Was möchten sie? Wenn sind sie erfolgreich? Und bevor wir da anfangen, ging es so mit Tasch nice los run oder fangen ein bisschen viel an. Wie war Ihren ersten Date? Den allerersten. Mein allerersten Date wär ein bisschen komisch an net immens erfolgreich. Also ich meine, dass ich die Person da nun nicht mehr gesehen habe. Wir wären an der Kino und die Person hat den Film nicht gut fand, ich schon. Ich meine, Mühne ist aber den echt so zufällig rausgesicht. Und dann werden wir alkoholfreie Cocktails irgendwo hintrinken und uns dann irgendwann awkwardly verabschiedet. Und dann hat nie mehr von den Herren. Ich meine schon, dass man nach man den geschrieben haben, mit wer dann das was nicht mehr irgendwie sich großartig tatsächlich selbst entwickelt wird. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr an mein ersten Date erinnern. Ich meine, ich nicht komplett verdrängt. Und ich war ziemlich gut dran, so lange mit den Leuten online zu schwätzen, bis es schon irgendwie klar war, dass den irgendwo interessiert war. Und das, wenn ich sich da getroffen wurde, war schon gar nicht mehr wie ein ersten Date, war mir einfach wie, okay, cool, muss schon lange geschwätzt, lo treffen wir uns, lo geht das irgendwie so weiter. Ja. Ja, so das ganz unklar war, ohne wirklich zu kommunizieren. Was war unklar? Ob das lo ein echten Date ist oder wenn man es gesehen und dann als irgendwie etwas geschieht und dann war das okay und da waren dann nur vielleicht zusammen, aber auch ganz nicht klar, was das genau war, wie lange zusammen war. Ja, das erinnert mich auf jeden Fall auch um meine jugendliche Dating-Erfahrung, wenn ich das so nennen. Wie wäre dein ersten Date da, Kelly? Also, ich schon hier in meinem Brainstorm stehen, keine Ahnung, wie ich mein ersten Date war oder wie die war. Weil ich schon Gefühl, dass bei mir recht mit der Zeit, mit so Anfang mit 20, wo ich okay Cupid an den Tinder hat, angefangen hat, dass es wirklich klar war, dass das ein ersten Date. Aber für drohen fehlt einfach so über gemeinsam Fremden entstanden ist. Also eigentlich von meinen Ex-Beziehungspersonen habe ich auf meinem Balkon kennengelernt, weil das Game of Thrones gekommen war bei meinem Mordbewohner zum Beispiel, oder beim Rausgehen, dass du eine Person kennengelernt hast, oder Fusion von denen zwei, beim Rausgehen lernst du Kollege von Kollege kennen. So entwickelt sich dann etwas. Ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was den Eli gesagt hat, dass es so, es trifft den sich einfach an Wesen am Anfang schon, dass ihn ohnehin interessiert, dass man dann denen doch nicht Date, und schwätzt sie noch so noch nicht drüber, dass das ein Date war oder nicht. So, also so die ganz unklare Kommunikation mit den ungeschriebenen Regeln und Regimenen, die da damals geherrscht haben und wo ihr gemeint wird, denen muss ihnen allein oder das vielleicht sogar komisch, wenn ihr drüber schwätzt, ob das ein Date ist oder nicht. Genau, also vielleicht auch eigentlich nicht vulnerabel zu machen, weil da kann sich halt kein Auf so auffallen, oder? Das war eine Zeit, wo ich ganz scheu war, dass meistens auf den Dates dann noch nicht viel geschieht. Und dass man einfach so Stunden zu so, schon die Person just gesehen. Ja. Ja, dann ist man enttäuschend. Ja, das stimmt. Okay, schön lo gemerkt, dass wir schon, die hat schon so viel geschrieben, dass schon dann klar wie viel Interesse da unten hat. Interesse, ja, aber sich dann noch zu trauen, etwas zu machen. Okay. Wen traut sich dann? Zählt mal von seinem schrecklichsten Date. Ich meine, mein schrecklichsten Date, das war ein bisschen mehr spät. Also, da war schon klar, dass es ein Date war. Und wir waren spazieren, das war auch ganz okay. Und dann waren wir bei mir am Zimmer. Und da haben wir
ob mans 12 Stunden geknutscht ohne Pause am Stohlen. Wow. Und ich meinte doch käsig getraut abzuhalen oder zu so kommen man etwas anderes. Und meint war knutsche Woche nicht immens gut. Das sind 2 Stunden aber lang. Mhm. Mhm. Und ich hatte schon Lust, die Person zurück zu sehen. Und ich meine, sie hat mich auch nicht uninteressant von mir, weil die Situation einfach so komisch war, warum es nie mehr gesehen und nie mehr geschwart. Wow. Mhm. Joel, ich muss dich ein bisschen enttäuschen. Ja, hörst du kein schrecklich Dates? Also, ich ging so hin, dadurch, dass ich für allem kein Cis-Männer daten, sind mir viele Sachen erspurt geblieben. Also, ich könnte schrecklich Date-Erfahrungen zählen von meinen Hetero-Freundinnen, der gehen nicht da zuhauf. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte Chance an das Schlimmsten, was mir passiert ist, dass ich irgendwie so ein bisschen cringers an ihn merkt, et Vibe nicht so ganz an sich in sich ciao. An Baitleit wissen, wir werden alles nämlich bei einem allen. So, das bleibt bei einem Date. Und trotzdem hat ihn da vielleicht mehr oder weniger interessante Konversationen gehabt und war nicht ungut oder so. Also du, das ist meine langweilige Antwort. Und du, Joel? Also mir fallen uns 2 Sachen an die Engers just die, wo wir 4 Kaffee geknutscht haben und dann ich gefragt habe, soll man bei ihr weitergehen und dann die Person gemeint hat, nee, ich habe aber keine Lust mehr. Das wäre für mich einfach ziemlich enttäuschend. Mir am Anfang wäre das ein cooles Date und ich habe die Person auch nach ein paar Mal so gesehen und habe sie am Anfang ziemlich cool fand. Von daher wäre das am Anfang ein gutes Date, das tut eben just nicht, wir wären halt nicht kompatibel. Aber die schrecklichste Date, das wäre auch so wie Kino-Date und ich meine, das schon von meinen Fazit, das Kino vielleicht aber nicht so eine gute Aktivität ist für sich zu daten, wie ihr vielleicht meint, vor allem nicht für ein echten Date. Da gibt es nämlich irgendwie so ein Kommunikationsproblem ganz am Anfang, weil die Person hat mich gefragt, was soll man als Popcorn delen? Und ich habe aber irgendwie verstanden, soll man allen 2 Popcorn holen. Du hast sich Popcorn gekauft, und ich habe mir auch Popcorn gekauft. Und du wärst so blamiert, so, ja, mich mit mir giffen das delen. Und ich so, ja, okay, pardon. Das wäre dann schon direkt am Anfang, das schon irgendwie mega schief gegangen, war schon mega awkward. Das war dann auch so ein Film, so, ja, schon dann am Anfang die Filme nicht so gut fand, schon die Sache nicht so witzig fand, und ich gehe heim. Adi, ciao. Das ist natürlich immer blöd, wenn eine Person die Film nicht so gut fand, und dann davon das schon so ein bisschen aufgeturnt ist. Aber das ist halt einfach, das kann ihn außer wie schon allen 2, der den Film gern hört, und das wie meistens am Kino ja nicht, kann ihn das bald nicht vermeiden oder ausschließen. So, von daher, ja, vielleicht das Kino einfach kein so eine gute Aktivität für ein Asian Date, gebe ich mal so. Ja, ich ging zu stimmen. Ich fand noch, dass ihn beim ersten Date so krass angespannt ist, dass ihn einfach nicht kann relax auf seinem Kinostuhl sitzen und dann probiert irgendwie Science zu reden die ganze Zeit, so wie nur sind als Knäen, soll ich das Hand holen oder nicht, dass ich den Film gut nicht genießen kann. Ich fand man so eine Person, wie mir lang Date, wo klar ist, kann ich irgendwie kuscheln oder sie sich einfach so ausschmiegen oder hier Hand holen am Kino, ist mega cute. Oder wenn der Film schlecht ist, kann ich noch knutschen. Mehr ja, so viel. Also ich ging so in die ersten 2 Dates, ging ich das nicht, Mann. Mir sind nur noch 2 Situationen angefallen. Okay, eine Person, mit der ich ziemlich kurz geschwart habe, also online geschrieben habe. Und sollte meist treffen. Und schon natürlich dann noch geguckt, was die nicht un. Und mich ist wieder auf 4 berät. Und du kommst du un und die Person ist nicht da. Und ich war eine halbe Stunde und die Person könnte nicht. Nee. Und sie antworten nämlich online. Und das war einfach mega enttäuschend. Shame on them. Mhm. Die ist sie geghost gehen, echt Person kennengelernt haben. Autschi. Ja. Und eine andere Kette, das war auch ein echten Date. Und wir sind mal abends trinken gegangen. Und das war auch gut. Und da sich wie geflowt und da sind wir wie weitergegangen. Auf einem Platz, wo es 2-for-1 Cocktail ging. Und auf einmal war es so voll, dass es gar nicht mehr gehen konnte. Und auch nicht mehr richtig schwätzen konnte. Und ich war so, okay, du kannst die Person seit 3 Stunden. Und die kann nicht den Metro heimholen, weil das geht sich ja nicht. Und dann habe ich gesagt, soll man seiner besten Freundin anrufen. Und dann habe ich gesagt, sie soll ein Taxi rufen. Und mit dem Telefon bleiben am Taxi, bis du heim bist. Mir das war auf jeden Fall irgendwie auch ein komisches Ende vom Date. Und schon die Person effektiv rumgesehen, weil ich mal gedacht habe, der Rest vom Date war jüdisch flott. Und das kann ich mich an den Date erinnern.
Oh nee. Das wollte teilweise was genau die nämlich Sache schwätzen und ich war so, okay, du bist einfach Oh nee. keine Erinnerung vom Date. Oh wow. Impressive. Das ist eine Geschichte. Waren die Cocktails so stark? Wenn ich so zurückdenken, hat wird wahrscheinlich schon ziemlich viel Date getrunken, für Männer nervös zu sehen. Ah, Und dann hast du wirst wahrscheinlich viel mehr Erfolg gehen. okay. Mhm. Das vielleicht auch absurd, wenn man da nur nach können schwätzen, wie können sich gut auf Dates für bereden. Ja, ja. Bevor wir dazu kommen, schwenken wir vielleicht denke an die andere Richtung, nämlich also von den schrecklichsten Dates rüber zu also allererster froh, nämlich dem perfekten Date. Lo am Wissen, dass es natürlich Perfektion nicht gibt, aber was wären so mega cool Dates für euch oder so Dram-Dates als echten Date oder vielleicht doch sonst mehr? Was wünscht ihr euch für eure perfekten Date? Also ich schon am Vielfalt man natürlich überlöst hat für mich gut ist, aber auch paar andere Leute gefroht an sich, also sind relativ viele verschiedene Antworten gekommen. Das war da, wo sich so rauskristallisiert wird, als ein Platz sicher für ein echten Date. Am besten schon an der Öffentlichkeit, wo es irgendwie ruhig genug ist, der den kann schwätzen und der den sich gut versteht und das aber trotzdem Leute rundherum sind. Also irgendwo so etwas dazwischen und das aber nicht mega voller, sondern dann sich gut nicht versteht oder er muss schätzen, für man den zu schwätzen. Dann hat mein Partner mal den Tipp geben, dass den sich einen Platz sicher soll, wo ihn irgendetwas für zu schwätzen hat. Also sie wird, dass den spazieren geht an den Park und da kann er über dem schwätzen. Oder wenn er gerne Hund hört, irgendwo hingo, wo viele Hunde sind, da kann er den Hund gucken und darüber schwätzen. Oder halt über die Bar oder das Restaurant, wo er geht, da kann über die Karte schwätzen oder über die Leute lassen oder über die Inneneinrichtung. Aber halt irgendwie etwas, wo sich organisch Themen ergeben, für über das Schmerzfall so awkward silence abkennt, fand ich auch gar nicht so schlecht. Für mich als Mensch echt also wirklich froh, habe ich genug Zeit, für mit der Person zu schwätzen, habe ich die Ruhe auch und fühle ich mich wohl genug. Und das leidet manchmal mehr unter anderer Person, wie ob der Platz, wo sie gehen oder unter Aktivität, die ihr möchtet. Es gibt natürlich Aktivitäten, die das befehlen und es gibt Aktivitäten, wo ich da auflenkend sind. An die Kino als zum Beispiel etwas, wenn ihr natürlich gerne an die Kino geht, dann kann das natürlich auch cool sein, vielleicht für dich an die Kino zu gehen und dann nur noch etwas trinken zu gehen. Mir gibt das was schon mal so ausmachen, weil bevor der den Kino dann einfach fortlebt und sich nicht mehr rumgesagt, die besteht halt trotzdem und dann ist das da käse coolen Date gewesen. Ja, genauso als vielleicht der Besuch an einem Vergnügungspark, wo viel Achterbahn fährt, vielleicht echt etwas für den zweiten oder den dritten Date, weil du kannst dich auch nicht so gut erhalten. Also ich fand also ich mal schön, dass der Lot raus mit den Leuten zu schwätzen und das nämlich beim Kino vermeidet, weil das ja wohl nicht so gut geklappt hat. Ich kann mal so ein, was ich cool fand, als ich mal, dass die andere Person auch bereit ist, sie kennenzulernen. Weil ich war schon auf Dates, wo ich dann auf einmal mit einer Gruppe von Leuten war und zwar witzig war und auf einmal war dann eine Hausparty, aber ich hatte sich gar keine Zeit, die Person kennenzulernen, die Person hat auch keine Zeit, mich kennenzulernen. Für mich ist es ein gutes Date, einfach ein Date, wo ich nicht will, dass man abhält. Oh. Wo in Zeit irgendwie vergisst oder wo vielleicht eine Aktivität geplant wird und sich dann sieht, wir können gehen ein bisschen spazieren oder wie wird, wenn wir nach Gängen nicht fahren, nicht gehen oder sollen wir bei ihr von uns gehen. Und nicht unbedingt für mit einem anderen Gedanken, sondern einfach für nach weiteren Personen kennenzulernen oder nach einer Sache wollen zu schwatzen oder nach einer Sache wollen zu weisen. Mhm. Das fand ich ultra cute. Ich bin wirklich mit ihren beiden Antworten absolut auferstanden. Mir geht Herz ab. Ich fand die Feststellung, dass es echt an der Person wie der Platz oder an der Aktivität leid. Auf jeden Fall auf den Punkt bricht. Ja, Eli, ich ging dir dazu stimmen. Ich fand es schön, wenn den Zeit wird, ein bisschen spontan zu sein. Also ich probiere immer schon noch echt Dates so zu machen, dass ich da nur nicht unbedingt an 12 Stunden Remaps 4 habe, für das das auch kann entstehen. Und ich fand doch schön, wenn die andere Person das möchte. Aber gleichzeitig haben wir alle gut busy lives und das ist eben nicht so wie an einer perfekten Welt. Aber ja, das fand ich schon cute. Oder wenn so besonders schöne Momente entstehen, weil irgendetwas passiert während dem Date, wo ihr muss mega zusammen lachen oder ja, wo ihr eben zwei süß Hunde seid
und dann mega darüber bonden kann oder so. Also wenn so die Moments of Spark gehen irgendwie, wo ihr merkt, wir haben so eng Connection. Also schon gerade so den Emoji am Kopf mit den vielen kleinen Sternen. Wenn es sich irgendwie so fühlt, das ist ein gutes Date. Okay, aber lo sitzen wir 3 hier am Studio. Wir erhalten es gut, lernen es kennen. Es ist schon null und nicht so viel 4. Was ist das ein Date? Ja, das ist froh, was ist ein Date? Darauf wollte ich raus. Also, ich hatte ja eng Definition mal überlegt. Ah ja. Medias immens eng und die passt just op die pur Dates. Dat wir nämlich dann ein Treffen für sich kennenzulernen, herauszufinden, ob gemeinsam romantisch oder sexuell oder freundschaftlichen Interesse besteht. Dat will also die Definition an der Mengen, dat passt op zu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Date und dann irgendwann aber nimmi. Also mal lo von dem vielleicht echt amerikanischen Dating schwätzen, weil du dann irgendwie hey, da sind zu summen, aber nicht so committed, da vielleicht schon, das ist nicht so ganz klar, dann passt das nicht mehr so ganz. Und wenn ich mit einem Partner um ein Date gehen, dann kennen wir uns ja schon, wir mussten das gar nicht mehr rausfinden, wir haben aber vielleicht trotzdem Lust, um ein Date zu gehen. Also irgendwo als Definition dann doch vielleicht nicht mehr zutreffend. Was denkt ihr dann? Also ich fand eine Definition nicht so eng, weil du ja gesagt, ob ihn romantisch, sexuell an oder freundschaftlich Interessen hat. Und ich fand eine Definition freundschaftlich mal dran zu holen, als schon mal mehr breit mengnisch wie das gesamtgesellschaftliche Bild von Dates, oder? Weil da seht ihr ja oft so, wenn ihr bei den ersten Dates merkt, dass nicht mehr freundschaftlich gerade gefriendzoned. Was natürlich sein kann, wenn die eine Person freundschaftliche Interessen hat und die andere Person romantisch oder sexueller. Klar. Und ich fand es auch schön, wenn ihr an Freundschaften Dates hört. Also dann nennen die das vielleicht Friends Dates. Man scheinst du mit meinen Freundinnen oder so Friends Day auch vielleicht. Also so, dass ihr zwischen Tag für den Zeit hält. Aber das fand ich schon mal schön und eine Definition. Ich ging da noch professionell Dates dabei machen. Aha. So ich da nicht für über Business zu schwätzen, mehr vielleicht ich da für Networking oder so irgendwie über das auszutauschen. Einfach weil ich das schon mal auf der Arbeit hat, dass das nicht unbedingt Personen sind, mit denen ich will eine Freundschaft tun, mit denen ich mich einfach gut verstehen und wo ich dann auch mal kann über meine arbeitsrelated Sachen schwätzen und wo ich fand, das kann auch ein Date sein. Vielleicht ist das auch eine gute Evaluierung, was ich als Date gesehen. Für mich ist das einfach eine Intention zu haben, qualitativ hochwertige Zeit mit einem zu verbringen. Es ist egal, ob das eine Person ist, die ein Date oder mit einem zusammen ist oder wo eine Freundschaft besteht. Kann natürlich mit einer Aktivität verbunden sein oder mit so irgendetwas, was man strukturiert ist. Ich fand zum Beispiel auch wichtig an Beziehungen, dass ich so hey, komm mal gehen auf ein Date und das vielleicht auch planen kann, weil ich so oft sich mal gesagt, vielleicht sogar zusammen wohnt, aber dann beschäftigt das man am Alltag mit, man muss noch Spuren machen, dann erstmal noch sagen, Wasch an, und zwar dann schön, dass die Momente auch können mit einem zu delen. Mir für mich ist das nicht die qualitativ hochwertige Zeit, die ich vielleicht mit einer Person wünschen kann, die vielleicht auch möchte, die sich über Sachen austauschen kann, die Intimität fördern kann und so weiter. Ich fand das eine wunderbare Definition. I love it. Weil ich fand, das schließt sowohl die enge Form von Dates aus, wo ihr sich kennenlernt, so in der Kennenlernphase, wo ihr guckt, was will ich von dir, wie vibe wir, wie auch Dates an Beziehungen, sehr romantische, sexuelle Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen, wo ihr sich einfach Qualitätszeit für ihn hält. Und ich meine, du lernst den sich ja auch besser kennen, natürlich. Also ich meine, okay, also wenn ihr eine neue Aktivität zusammen erhält, einen Ausflug mischt oder so, lernt ihr auch andere Facetten von der Person kennen. Oder von der Beziehung, die ihr zu der Person hat. Ja, ich fand das eine nice Definition. Ich habe mir noch abgeschrieben, also so wie ihr wisst, dass es ein Date ist, als wenn ihr für drüber geschwärzt wird, dass es ein Date ist, oder? Also das ist für mich die offensichtlich aderweise. Das sieht noch immer nicht unbedingt etwas darüber aus, was die von ihnen will, ob den Date, wenn es an der Kennenlernphase ist, aber es kriegt schon mal so einen Status, das nicht mit Treffen ist.
Oder wenn ihr während dem feststellt, das schon ein Date, oder? Und dann meint ihr wahrscheinlich echt da so, es gibt eine Form von Spark, von Sternen-Emojien. Oder wenn nicht Dono feststellt. Also, dass ihr zum Schluss vom Date drüber schwatzt, weil er ein Date oder nicht. Oder wenn ihr dann drüber schreibt. Heinz du, ich kann den Move auf jeden Fall auch von, ja, mein Kollegen haben mich schon gefragt, ob wir ein Date hatten oder nicht, war es ein Date. Also da sind so indirekt probiert, drüber zu schwätzen. Und schon noch eine letzte Sache, schon ein Konzept von Pre-Dating etabliert. Oha, das ist Predating. Okay. Also, Geschichte geht so. Ich schon Menge derzeitig Beziehungsperson kennengelernt, auf einer Party. Wir waren für drun schon über gemeinsam Freunde quasi, hat man geschrieben, manche sogar über Tinder. Wir haben uns nie gesehen gehabt. Und die Person ist bei mir gekommen auf der Party und war so, hey, du bist Kelly. Und ich war so, hey, ja, und du bist? Es war ein bisschen awkward, weil wir haben dann einen mega guten Ofen verbracht, den ganzen Ofen haben wir getanzt, und uns sehr gut verstanden und so. Und war überhaupt, also es war gut kein Date, ich hatte überhaupt keinen Aussprich um mich selber und die andere Person oder um Situation und konnte dementsprechend mega locker sein, das war cool. Und dann hatte man selbst einen Heimweh. Dann haben wir natürlich Nummern ausgetauscht. Und dann waren wir so, wenn ich immer Eis, dann haben wir Eis 4 an einer Woche Rendezvous ausgemäht. Aber bei dem war ich natürlich froh, ist es ein Date. Und also ich meine, wir haben den ganzen Abend zusammen getanzt, wir haben das mega gut verstanden, ich habe kurz in die Hand geholt, wo wir es Adi so tun. Also, es war schon klar, dass wir irgendwie unangenehm interessiert wären. Und dann haben wir uns spontan gesehen, bevor wir das Rendezvous hatten. Der zweite, bevor wir einen echten Date hatten, habe ich schon geschrieben, wie das wir ja an der Selbstvergehen finden. Hey, lass da, heute das kleine Flohmarkt bei so einem Eck vor der Kirche. War, weißt du, so ein Tag mal so wunderschönem, sonnigen Himmel, Anfang Oktober, ein Tag vor meinem Geburtstag. Ich war gut drauf, schon gut ausgesehen, ich hatte einen guten Outfit und ich war am Vibe und ich habe schon geschrieben, hey, was spontan Zeit? Und dann haben wir uns eben auf dem Flohmarkt gesehen. Und sind so durch die Sonne spaziert, haben uns einen Kaffee geholt, haben uns eine Park gesagt. Und dann, als es geschieht, war ganz klar, dass ein Pre-Date zu einem Erfolg gemäht wird, nämlich beim Punkt herauszufinden, wer den Date geht oder nicht. Wir haben also ein bisschen Dave und Dan geguckt während dem Kaffee trinken, schon gut verstanden, viel gelacht, so ein bisschen geflirt. Und dann, wie viel zurück, haben wir ein Ela-Koppel gesehen. Ein Bomi, eine Bobi oder 2 Bomi, ich weiß nicht mehr genau, die sie so angehakt hatten und einen mega süßen Hund dabei hatten. An dem Moment waren wir allen zwei so, oh, und haben uns so unter den Hang gefasst und haben uns so unter die Schelle angepackt und uns Dave und Dan geguckt. Und das war der Moment, wo klar war, it's gonna be a date. Nice. Voilà. Kelly, ich musste dich enttäuschen. Wirklich. Ich meine, dass dein ganzes Konzept vom Pre-Date, das war einfach just ein Date. Wer guckt, die hat ein Treffen gehabt, wo der rausgefunden hat, ob der gemeinsam romantisch, sexuell oder freundschaftlichen oder geschäftlichen, wie den Eli gibt, so ein Interesse bestanden hat. Und die hat Quality Time mit denen verbrüscht. Also, pardon, aber nur als Definition wäre das ein Date. Es wäre ein ziemlich spontanes Date, aber es wäre ein Date. Und nur hat nicht mehr eine halbe Stunde gedauert. Mehr ja. Und ich wollte den. Ich fand das Konzept vom Predating trotzdem cool. Also du darfst das trotzdem weiter benutzen. Der Definition nur. Nee, du hast absolut recht, Joel. Mir lo viel lieber Daten mit anderen Personen geschwart, kann ich auch ein Date mit sich selber haben. Ah ja, das liebe ich. Ja, weißt du mal den Date das? Ja, ich liebe die Sicherheit zu wissen, wann ich mit mir selber auf ein Date gehe. Da sind ich bei einem Date. Du musst nicht das verhandeln. Nee, das stimmt doch nicht ganz. Wenn ihr spontan mit sich selber essen geht, dann muss ich vielleicht schon ein bisschen mit sich verhandeln, oder? Geht ihr Heinz du Updates mit dir selber? Also, es gibt so ein Tag in der Woche, im Moment an dem Tag, den ich mal bald alle Woche holen, wo ich ein Date mit mir bieten habe. Bon, den hast dann für alle mit mir, weil es bieten hat und nicht so viel, also ich meine, der ist da ziemlich egal, ob du Wasser dran, also nicht dran sitzen oder nicht. Aber ja, das ist so mein wöchentlichen Date mit mir selber aus meinem Bieten. So sowas. Aber effektiv, so dass ich irgendwo hingehen oder zum Beispiel essen kann mit mir selber, das meine ich effektiv ganz, ganz zielen. Und ich fand die Idee aber ziemlich gut. Ich meine das auch nicht oft genug. Aber ich meine, du kannst ja noch ganz viele verschiedene Sachen machen.
vielleicht aus Ackerfe gehen, auch in dem, was ich selber, wenn ich es sehe. Ich meine, das lo intentionally und ich gucke, wie immer cool Menü zu planen und dann Sachen dafür zu kaufen. Ja. Aber so, ich muss nach Ackerfe gehen, weil schon gar nicht mehr auf Frigo. Also ist schon ein bisschen so Miley Cyrus am Cup, was singt, I can buy myself flowers. Also ich merke, dass ich zu viel gestresst bin, wenn ich nicht packe, regelmäßig Dates mit mir selber zu hören. Ich probiere das schon so immer zu machen. Heinz, du meinst Artsy Monday, dass ich meine, dass ich mal Zeit habe für so ein bisschen Kunst, irgendwas zu malen oder zu basteln oder so. Ich gehe regelmäßig mit mir selber erst, meistens in meiner Therapie, lade ich mich aber mit das Ersten an und schreibe danach Tagebuch. Und ich probiere mal alle halbe Jahre einkehren, am meisten so an der 1. Januarswoche, so 1-2 Tage für mich selber zu hören, wo ich effektiv, so wie den Eli gesagt hat, mal evaluieren, was will ich auch kaufen gehen, und da gehe ich so nicht nehmen an den Discounter bei mir in den Eck, mir vielleicht auch so an der Bio-Boutique kaufen, mal so 2, 3 so fancy Sachen, und kochen mal etwas Gutes, und haben wir irgendeine Lektüre vorbereitet. Schon mal auch 4 regelmäßig so 1-2 Mal im Monat süß mit meinem Buch, und mich an irgendeinen Kaffee zu setzen, an einen Tee oder Kaffee zu trinken. Lang, das klappt mal besser, mal mich schlecht. Aber das fand ich auch gut. Aber ich denke ein bisschen davon, auf was die eigenen Interesse sind. Also meine Interesse sind halt Lesen, gerne in die Kino gehen, ich mit mir selber. Das fand ich auch mega nice. Oder mal eine Serie gucken oder so. Aber ja, ich denke, die Intention möchte doch, wenn ich mal oben eine Serie ranziehe, weil ich lange da habe, dann noch zu abgedreht sie verschlafen zu gehen, am Anfang aber schon zu mitziehen, also auf jeden Fall kein Date mit mir selber. Wenn ich mal den Ofen frei holen, für meine Serie zu gucken, mal vielleicht sogar Popcorn kaufen, voilà, an der zelebrieren, dann viele zu schauen wie ein Date tun. Ich denke noch, weil das mir oft mischt, weil das mir einfach geht. Weil vielleicht will ich am Anfang dann echt der Gedanken, oh nee, das Kind, du mit dem ich das machen kann, du musst das allein machen. Und vielleicht wenn ich von der Perspektive wärst du, das scheint Zeit mit mir zu verbringen und mich auch jetzt wie Angst kennenzulernen und mich auf eine Art und Weise kennenzulernen, wo keine andere Person dann du hast, die ich mit navigieren muss oder die mich schwer influenziert. Ja, und ich denke, da sind auch da Sexualität kann man dranholen. Also ich kenne Leute, die so schon ein Selbstbefriedigungsdate mit mir und schon mal Dates wie cool Porno in Reisgesicht oder den neuen Toy-Kauf und hol mal 1 oder 2 Stunden Zeit, süß doof hier. Und wie du schon als ich so, da bitten das halt egal. Und im Bett wahrscheinlich auch. Das stimmt. Was sind dann gut Date-Aktivitäten, die nicht lang mit zu 2 machen kann? Mir wurde schon ein paar Sachen abgezählt für lang. Verschiedene davon kann ich noch zu 2 machen, so wie Kochen zum Beispiel. Genau, was sind eher Klassiker, was sind eher Favorites, was sind eher Do's und Don'ts von Date-Aktivitäten? Klassiker aus Spazieren gehen, das ist natürlich dann immer gut, wenn man schon weiß, wo, wenn man einen guten Park kennt oder eine gute Straße oder irgendwie irgendeine Sightseeing-Aktivität hört, wo ihn der Person vielleicht auch weisen kann, also kann, hey, mega cool, gut, guck, wie gut ich mich auskenne. Das hört die für den nicht die ganze Zeit muss man dann gucken und einfach mal nicht schwätzen kann und nicht auch viele Sachen gibt, die ihn so gucken kann, über den da kann schwätzen. Ich fand so, da das vielleicht schon nicht so viel ernst wie das normal oder das üblich, da den etwas trinken geht, fand ich so Kaffee- und Kuchen-Date am Anfang auch ganz cool, weil das dann nicht unbedingt so mit Alkohol in Verbindung ist, weil ihn sich irgendwie etwas Gutes steht und vielleicht dann da noch mitten ist, an dem mehr Zeit hat. Was ich so, was man so an den Cup kennt oder was ich gezählt gut aus, gemeinsam ein Computerspiel spielen. Also sie wird etwas für die Game nicht spielt oder etwas für die Modern nicht spielt. Ich fand, dass das vielleicht echt etwas ist für den 2. oder 3. Date, wenn ihr das schon ein bisschen kennt. Also ich gebe so keinen Anleuten, also hey, komm, ich spiele Mario Kart und dann zähle ich die Person mega auf oder die Person zieht mich mega auf. Gebe ich mich auch eigentlich nicht so gut fand, wenn ich dann nicht etwas spielen und die Person wird mega schlecht oder ne. Aber kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass das auch interessant kann sein. Du sollst immer Kache gesagt, das habe ich auch von irgendeiner Person gesagt gekriegt, fand ich auch interessant. Manchmal hängt aber auch ganz viel von der Küche auf, an davon, wie gut in das kann, mit einer anderen Person zusammen zu kochen. Weil es gibt Leute, und ich gehöre da ein bisschen dazu, wo das nicht so gut können. Also, was bei mir gut geht, als wenn eine Person die Lied überhält und mir sagt,
schneid du dat do oder merkt die do zoos oder merkt dat lei me wann nicht die Person sind die Lied überhüllt dann sind ich so dat alles selber will machen an dann nämlich so gut dran sind zu delegieren Ja, ich fand den Kachen als schon Advanced Dating auf jeden Fall. Ja. ja Ich ging so und so als erste Aktivität auf alle Fall etwas, wo ihn kann aufbrechen, wenn es gut nicht geht. Mhm. Und am Idealfall etwas, wo andere Leute rundherum sind. Einfach für Nummer sicher zu gehen, weil besonders wenn die Person online kennenlernt, das Risiko ist klein mit, also wenn man ein Risiko tut. Vielleicht ist es eine Person, die nicht die Person ist, die wie sie sich online ausgeht. Ja. Also ich denke, mein Klassiker ist bei so Online-Dates wirklich abs trinken gehen. Also sie wird am Mitte Kaffee kuchen oder Oves an irgendeinem Bar. Muss ich auch nicht alkoholisches trinken. Weil ja bei einerseits Leute rundherum sind, andererseits muss ich sich um nichts kümmern, kriegt alles Brust, kann ihn einfach bestellen. Am besten Fall wurde ihn sich für noch schon einen Kaffee rausgesicht, weil ich halt auch schon, dass meist dann auf einer Platz getroffen wo viel unterschiedliche Kaffee sind. Und als allererste Aktivität zusammen zu entscheiden, ob wer in Kaffee geht, kann ziemlich anstrengend sein. das schon also ich meine wann den dat packt da we sind am Anfang schon den Jahr zusammen halt, weil ich fand den dat schon mit Leute die ich ganz gut kennen oft ganz ganz schwierig also oft teil einfach nicht wies wie die Kaffee sind an dann ich schnaps ausprobieren muss an sich dann gemeinsam bei den ausprobieren will highly advanced so. Genau wie beim Kochen seht das vielleicht auch schon was Dynamik aus, den er nur kann an der Beziehung haben und solo Beziehung an einen ganz weiten Term. Vielleicht hast du eine Person, die lieber Entscheidungen hält, eine andere, die lieber will, dass die andere Person Entscheidungen hält, eine Person, die vielleicht mehr dominant und eine Person, die mehr submissiv ist oder Rollen, die er noch ein bisschen switchen kann, je nachdem, welche Situation ist. Und dann fand ich das schon ein guter Weise, wir das können noch ein bisschen auszutesten. Ja. Ja, das stimmt. Ich ging es manchmal nicht machen. Was bei mir auch gut geklappt hat, ist ein Glas zu gehen am Sommer. Also sich irgendwo verabreden, für ein Glas zu holen und dann eine Runde spazieren zu gehen. Weil dann holt den einen Ullass quasi, holt den so ein bisschen den Zucker. Und ja, Glas ist irgendwie eine süße Aktivität. Und da sind nicht so irgendwo nirgendwo am Busch oder so. Par contre, am Busch spazieren gehen kann ich von einem ersten Date gut gelaufen ist, als zweiten Date mega empfehlen. Du hattest einen schönen zweiten Date, weil du dann so ein bisschen mehr Privacy schon hört und ja, weil ein bisschen etwas zusammen erlebt, aber ohne du musst groß suchen auszugehen und ohne dass es zu viel heißschwellige Aktivitäten gibt wie Achterbahnfahren oder so. Und ich war auch schon auf einem dritten oder vierten Date spazieren. Und du hast angefangen mit Tränen und nun ist aber ein Kannerspielplatz, wo müsste retten. Und du sollst immer so mit einem Gedrängs an zu denen Häuser von Kannerspielplätzen und habe gewartet, dass der Rennraum abhält, ein bisschen geknutscht. Das war auch süß. Cute. Mir ist noch eingefallen, das passt da ganz gut zum Park oder zu spazieren gehen, Picknicken. Hatte ich manchmal schon nicht mehr, ich stelle mir das auch ziemlich cool vor. Vielleicht auch kann da Jitfried etwas mitbringen. Dann muss nicht eine Person alles organisieren und kann ich schon ein bisschen die Person impressen mit seinen coolen Cooking-Skills oder so. Ja, also kann die nicht gern oder die eine Person ist gerne Fleisch und die andere ist vegan, aber da funktioniert das vielleicht auch so nicht so gut. Ja, da finde ich da manchmal schon mal raus. Ich hatte eigentlich echt an einem Gemüse, das war effektiv auch während Corona, das heißt, das Kaffee und das Restaurant waren so. Und das war echt ziemlich cool. Da waren andere Leute, die konnten rundherum laufen, konnte schwatzen, konnte das sogar so ein bisschen verstoppen, in dem wo am Musee gerade ist. Da lebt in Apps zusammen. Und kann eben beide das Gefühl von Unwissenheit vermitteln, wenn ihn kontemporär Kunst gucken geht, dann einfach nicht wirklich viel versteht, weil er doch nicht so einfach ist, wenn ihn nicht eine Erklärung von Künstlerin oder Künstler oder so sagen, was Musik kriegt. Ich finde das auch gelesen als Idee und ich fand sie an der Theorie nicht schlecht, aber an der Praxis habe ich bei mir sehen oft das Problem, dass ich in anderen Tempo habe, wie die Person oder die Personen, mit der ich unterwegs bin. Und das stelle ich mir für ein Date aber dann ein bisschen blöd vor, weil dann könnte ich gar nicht mehr so zum Schwätzen. Mir vielleicht ist das doch anders, wenn ich das explizit als Date möchte, ich weiß es nicht. Ja, also ich fand, man muss sich einfach einen Moment holen, wo ihn sich irgendwo hinsetzt und ein bisschen mit nicht schwätzt, oder?
also dass das nicht zu kurz könnt. Ich muss so, Corona hat schon mehr kreativ gemäht, was Dates angeht. Also das nicht nehmen der klassische, wir gehen an einen Kaffee oder am Mitten oder am Abend, so. Tun ich schon auch appreciiert unter Corona-Zeit, muss ich sagen. Ich kenne noch Leute, die einen Hund haben und die dann während Corona mit anderen Leuten, die auch einen Hund haben, dann spazieren gegangen sind und dann auch geguckt haben, ob die sich verstehen. Das ist natürlich auch eine flotte Idee. Ja. Ich war auch schon, das war eigentlich den 3. oder 4. Date mit einer Person zusammen feiern. Das war auch während Corona, das war wo du draußen. Ich weiß nicht, ob ich es uneingeschränkt gegen rekommandieren. Zwischen uns hat es gut gepasst, ich meine, das merkt ihr auch immer. Aber das schon, es geht eben sehr mehr close, weil muss sich halt auf die andere Person verlassen, weil so eine Situation an einem Environment, wo viele andere Leute sind, wo hart Musik ist, wo ja, in Tanzt und so, das bringt dir schon sehr mino. Also es muss sich auf jeden Fall mit der Person wohl spielen. Mit war irgendwie auch witzig und das hat gut zu Eisen Vibe gepasst, auch wenn man da noch nicht mega viel weiter gedatet hat. Beim Feiern kann ich mir auch vorstellen, dass das eine Aktivität für Blind Dates sind. Wirklich. Wir treffen uns da und da an, aber es nicht klappt, dann tanzen wir einfach. Also ich meine, ich ging mich das nicht trauen, ehrlich gesagt. Also ich kriege wahrscheinlich nicht merci, so mir wahrscheinlich einfach, weil ich nicht so gerne feiern gehen. Und man dann denken, dass das mal viel zu viel aufregend und das macht mich viel zu viel nervös, für dann auch nach ein Date on top zu haben. Das ist eine Situation, an die ich mich sowieso schon nicht so gerne beginne. Aber das kann ich ja so mit der anderen Person aushandeln, was dem machen will, aber nicht. Schon bei der Vorbereitung müssen denken und eine Serie, die ich ganz gerne geguckt habe, für Jahren, Daria hieß sie, die also aus den 90er. Aus dem uns beim TV gelaufen und da gibt es auch ein Szene, wo halt ein Koppel man den schwätzt und sie streiten am Anfang darüber, ja, wir gehen am Anfang gar nicht mehr Updates und dann ist die andere Person, ja, wir haben aber das gemäht und das gemäht und das gemäht und dann ist die Person, ja, für mich wären das keine Dates und sie haben sich dann halt nicht wirklich aufgeschwert gehabt. Und eine von den Sachen, die erstmal irgendwie am Kopf hängen geblieben, dass sie an die Boutique gegangen sind mit so ganz kitschigen Postkarten oder so Glückwunschkarten und sie haben sich dann gegenseitig viel gedrohen an verstellten Stimmen und so weiter. Und ich irgendwie erstmal die Idee am Kopf hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich mir das unbedingt trauen. Ich fand das irgendwie eine immens cute Idee für so zu sagen, ja, komm, ich gehe an die Boutique mit den kitschigen Glückwunschkarten und wir lesen das gegenseitig viel. Du wusstest, was dein Comic oder eine Kanner-Serie schwätzt und ich mal auch, Kanner können auch Dates tun. Also im Englischen gibt es den Begriff von Playdates. Das kann ich natürlich auch über Erwachsene dann verfolgen als Playdate, vielleicht erst in einem Kink-Kontext oder BDSM-Kontext, wo eine Person vielleicht gut oder Mann gut kennt, vielleicht sich eigentlich gesehen wird, für drüber zu schwätzen, was den an einer BDSM-Szene vielleicht will machen und dann in BDSM-Date oder Kink-Date wird oder Playdate wird, für das dann auszufeiern. Yes. Mehr ja, bei Kanner kann das natürlich auch einfach sehen, das ist cool oder soll man nicht den an den oder das und das anladen und dann können die man nicht spielen. Der Vorteil ist, dass Demos-Daltre für in Dates organisiert wird. Ich bin aber oft ein bisschen angerufen bei Mama vom College. Darf ich auch Spiele kommen? Meine Gedanken sind in eine andere Richtung gegangen, Joel, wo du geschwärzt hast, nämlich an die Richtung von Dates, die ihr möchtet, wenn ihr verlebt ist. Und ich meine, bei den Dates ist es für allem wichtig, dass ihr für drüber seht, wir haben ein Date den Abend, dass dort Erwartungen richtig sind und dass ihr eben nicht zu so Situationen könnt wie, für mich war das aber kein Date. Und ich habe da ein paar Sachen abgeschrieben, die ich an der Last ausprobiert habe oder noch auf meiner Liste sind für Future Dates. Weil ich probiere mit meiner Beziehungsperson so Mittwoch, wenn wir es packen, so ein Date zu machen. Und da hat ich auch geschrieben, Karaoke. Wenn ihr gerne singt, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir waren zu zwei an so einer Karaoke-Place und es war ziemlich cute. Wir waren Keramikmolen, das war auch süß, wenn ihr gerne so malt oder so Kunstsachen mischt. Und wir haben eigentlich ein Boot ausgeliehen, so ein kleines Paddelboot, also sind wir da auf der Donau rundherum gefahren. Ich weiß nicht genau, wohin das kannst du Lützebusch machen, wohin vielleicht im Stau oder so ein Boot kann auslehnen. Zuerst dann noch See im Englisch, geht das so. Vielleicht zu Weißwampisch auch. Also es geht auf jeden Fall ein paar Plätze. An die Kajak kann ich auf der Sauer zum Beispiel mieten. Nice.
Aber wenn eine Person mit einem Stand-Up-Paddle kennt, kann ich natürlich auch so Stand-Up-Paddeln gehen oder so Sachen. Und dann habe ich heute noch als Next Date Ideas abgeschrieben Trampolinhall. Ich weiß nicht, ob die doch zuletzt bescheiden geht, aber das, also auf jeden Fall so, passt vielleicht ein bisschen bei Thema Playdate, also dass ich einfach kann überall rundherum springen und inzwischen rumklammen und so. Und ein Action-Painting machen. Du kriegst mal für den Geburtstag so Gutschein geschenkt, da das so eine riesige Leinwand kriegt und da kann ich da mal so Farbe drauf haben. Genau, also so eine Scheine auf meiner Liste stehen Wandern, Poolspiele gehen, ein Tanzkur, einen kleinen Tour am Velo, Collage machen oder die Notdruck oder halt so ein bisschen so Kreativsachen, Schwammen gehen, Eisburden am See, Minigolf und Bowchasen. Weil mir ist viel geholt, dass man so aktiv Sachen machen, weil sonst immer viele auch auf der Küche gucken. Ah, ja. Gucken hier eine Serie oder so. Voilà, das ist das Ding. Noch so auf meiner Liste für das nächste Jahr. Ma ist schon die ganze Zeit lo Schwamme go gedurcht, was du von Butter so weiter geschwärzt hast. Und ich fand das am Anfang auch eine interessante Idee. Das ist natürlich auch ein bisschen Überwandlung, wenn man sich noch nicht so gut kennt, weil ihn dann ja an Badebekleidung, ob man sich der anderen Person weist. Ich fand die Idee auch mega süß, also mega cool. Minigolf fand ich auch super als Idee. Also, wir kommen schon relativ und dann von unserer Episode. Wenn ihr so und den an von einem Date denkt, was aus bei ihr die perfekten Date langt? Wie lang soll den Date dauern? Wenn ihr sollen rüber sehen? Aber vor allem, wie mir dann zum Schluss vom Date oder auch nur im Date, dass ein Date erfolgreich war. Also das sind ganz schwer Fragen, die du durchstellst. Ich meine, dass es kein perfekt Dauer gibt von einem Date. Das hängt immer ein bisschen davon auf, von den Kontränen noch, die ihn hört, an auch davon, wie sehr ihn Sache will umgehen. Weil für verschiedene Leute ist es ja schon ein guten Date, wenn ihn dann nur ein gut Gefühl hat und geht ihn getrennt heim. An anderen Leute gehen vielleicht gern am Bett landen mit der Person und direkt Sex haben zum Beispiel oder knutschen wollen oder alles irgendwo dazwischen. Das ist so ein ganz großes Spektrum. Das heißt, ich gibt das noch nicht so konkret, ob ein bestimmt Dauer oder ein bestimmt wie Enddate beschränken. Also ich hatte eine Zeit lang, du hast ziemlich viel gedate und noch ziemlich viel parallel gedate und wird enorm von den Personen aufgehangen, was sich gut angefühlt hat, aber was nicht. Und ich fand, dass das auch cool kann sein, zu merken, dass es auch einfach verschiedene Geschwindigkeiten gibt, mit denen die Leute kennenlernen und dass sich das beides oder alle Geschwindigkeiten sich kann je nach Person halt gut auffühlen. Also das ist für mich etwas ganz Individuelles. Und für mich ist ein guten Date, ohne eine Perfektion umzustritten, mir ein guten Date als wenn ich nur Lust und die Person zu sehen und sie noch besser kennenzulernen. Und ich mal Gefühl und mir hatte eine gute Zeit und die andere Person hat auch Lust und ich das vielleicht auch schon ein bisschen weiß. Ich meine, für mich ist ein guten Date entweder ein Date, wo ich, wenn ich nur drüber nur denken oder darauf zurückgucken, ich mich viel dankbar spüren und so das Gefühl haben, oh, das war ein schöner Moment. Oder aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Person wohl rumgesehen und dass ich wie nicht genug war und ich noch Lust noch mehr. Ich habe mir am Allgemeinen, dass ich wie ein gutes Gefühl dabei ist. Oder auch vielleicht, dass es ein Date war, wo ich so, oh cool, und ich habe es gelernt. Habe sie was mich gelernt, habe sie was andere Leute gelernt, irgendwie ich habe es mitgeholt. Bereichernd. Oder es hat mich wie Energie gehen hat. Heißt du also ja mit Leuten, die irgendwelche Energie holen und das mit einer Aktivität, wo du noch ausgelaugt oder mit das. Und für mich ist das nicht ein guter Date, etwas, was mir etwas bringt oder Energie gibt oder manchmal viel Hoffnung gibt. Das fand ich schön. Ich habe aufgeschrieben gehabt, ein Date ist für mich erfolgreich, weil ich mal so ein innerlicher Grinsen vom Date fortgehen. Und ich meine, das geht so ein bisschen in die Richtung von, es gibt mir Energie. So, es gibt mir irgendwie ein schönes Gefühl. Ja, ich denke für mich, also guten Date auch schon verbunden mit guten Gesprächen. Also wenn ich das Gefühl habe, so, okay, wir hangeln als Lohai hin und hier und haben uns nichts zu sagen, dann habe ich den innerlichen Grinser auch nicht. Also, es sind einfach eine Person, die gern schwatzt. Aber ich fand doch schön, wenn ihn so spontan Momente hat oder eine gemeinsame Aktivität gemacht hat, die irgendwie etwas gehen hat. Bei der Dauer, ja, also ich hatte schon schöne Dates, die man innerlich grinsen gehen haben, wo ich dann nur gemerkt habe, wir daten nicht unbedingt weiter oder wo die andere Person gesagt hat,
Lauster ist schon am Moment nicht Lust zu daten. Also, das erfolgreich steht nicht, da sehen sich du nur muss weiter daten oder nein, kein muss weiter gesehen. Mir ist schon Gefühl, wenn ich nur enger Stunde geht, dann ist das für mich war irgendwie kein guten Date, weil es wird irgendwie nicht geflowt. Also, ich würde mir persönlich schon mindestens 1,5-2 Stunden Zeit für Dates. Ich meine, ich ging mich nicht wertgeschätzt spüren, wenn die andere Person sich so 6 Stunden freigehalten hat. Außer tut ihr für Druck gesagt, lauster, ich süß bin mit Pauzeit oder ich süß am Mitten den Slot, ich ging nicht aber dicker gesehen. Voilà, also sonst erwarten ich mir schon so mindestens 1,5-2 Stunden. Mir war, ich hatte auch schon Dates, die haben, das ist ein bisschen ein Klischee, mir die haben ein paar Dates gedauert, gell? Also. Schon drauf gewährt. Ah, Joel! All drauf gesagt. Geht mein Lied, nee. Dann, nee, allein dein Lachen, Joel, hört man schon, du willst, für dein Lachen, Joel, würde es sich gelohnt, das zu erzählen. Ja, wir kann das nicht, gell? Einfach mal spontan, vernünftig zusammen verbrüscht, zusammen fortgefahren, kein Problem. Und du nur, hast die eine Person bei dir Anna geplündert, oder? Nee, mir haben keine sogenannten U-Haul gemäht. Wir waren aber dünn ein gutes Jahr zusammen, also sind immer noch befreundet. Ja. Verstehen also immer noch ganz gut, ja. Nee, Hat ihr das noch nie? Ich wollte gerade so, ich hatte das auch schon so ein bisschen und das wäre so gut ein bisschen geplant, weil das so den Anfang von einer Fernbeziehung wäre. Also wenn ihn dann sich online kennengelernt hat und sich dann dezidiert, Logisima ist, dann hört er ja aber auch ein echt Date, wo ihn sich mal kennenlernt, so an echt. Und dann aus der Date steht direkt mal eine ganze Weekend. Oder vielleicht noch ein paar Tage mehr lang. Also von daher, da das zwar dann nicht so spontan und einfach so aus dem Flow raus, mehr, heernst du, sind die Sachen halt da geplant. Und dann muss ich halt auch das Risiko angehen, zu sagen, okay, die Weekend da sind schon bei der Person, aber die Chemie aber nicht so klappt, wie man es das gedacht hat, und dann muss man es halt nicht etwas anderes überlegen. Ich verstehe das so, und das ist das an dem Sinn auch schon hat. Und auch so gut mengisch mit, okay, ich buchen mein Fernbus-Slot nenke ob in der no, weil irgendwie kann ich den meinen, du kannst du nicht schwänzen oder so. Also. Das hat zu schänen. Also ich weiß ja nicht, wie der erst geht, aber ich fand ein Date höchst erfreulich reich, weil ich spüre mich mehr energetisch, wie wo ich in der Studio rausgekommen bin. Ja. Ja, ist hier sogar voller Vielfalt drauf, für das Leute zu schneiden. Wirklich. Und ich freue mich schon drauf, ob die nächste Karriere, wo wir es gesehen, wo wir es besser kennenlernen beim zusammen abholen. Genau, es Dates gehen nämlich am neuen Jahr munter weiter. Yes. An dir, Lea Lorna, etwas kennen, nämlich werdet man Mythos vom Sex Drive ob sie schwört. Mir wünschen ich einen guten Rutsch an das neue Jahr, beziehungsweise wenn da die Leute schon am neuen Jahr lauscht, dann hoffen wir, dass er gut durchgerutscht sieht. Wir hören uns beispielsweise an 2 Wochen. Ciao. Ciao. Adi. Sexmythos. 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 Der Sex Drive. Sex als kein Drive. Wirklich nicht, auch wenn es sich heinstose aufhielt. Me war das Sex dann? Und für was ist es überhaupt wichtig, Sex nicht als Drive zu verstehen? Ein Drive oder auch Trieb als etwas, was überlebenswichtig ist. Zum Beispiel duscht, für das sie nicht ausdreschend, oder Hunger findet zu verhungern, oder auch an der Müdigkeit steht ein Drive, nämlich Schlaf, oder auch auf Toilette gehen. Wenn in die Sachen nicht möchte, stirbt den auf kurz oder länger Dauer. Er ist allerdings noch nie gestorben, weil er lang kein oder noch nie Sex hat. Sogar, wenn sich Sex heinste überlebenswichtig aufhielt. Sex funktioniert echter wie Kuriosität. Das nennt ihn an der Fachspruch ein Incentive Motivation System. Incentive heißt Usporn Untrieb u Reiz. Also ein System, den uns motiviert, weil es etwas reizt oder unzieht. Diesen Usporn funktioniert am Gehirn selbst wie wenn ich vierwatzig ist. Das heißt, Sex als gleich Kuriosität oder auch Neugierde. Lust, etwas Bestimmtes zu fühlen, zu erkunden, an über sich oder andere herauszufinden. Zusammenfassen kann ich das so. Drive als gleich Survive, also Überleben, an Incentive als gleich Thrive, also Ablegen, Gedeihen, Florieren.
Verlangen nur der Belohnung da zu kreieren, worüber ihr Lust hat, oder was ihr will herausfinden, also den Incentive, als heinst du aber so groß und dringend, dass es das stark Bedürfnis für einen Drive aufhält. Mehr, das kein. Und das zu verstehen und gesellschaftlich umzudenken, als was wir Sex verstehen, ist ziemlich wichtig. Für was? Für was ist der Mythos vom Sexdrive schädlich? Wenn ihr Sex als etwas wie Hunger gesagt, heißt das erstens, dass wenn ihr nie hungrig ist, also nie Lust auf Sex hat, etwas falsch mit einem wir. Das ist natürlich nicht so. Und zweitens heißt Sex als gleich Hunger, dass Partner und Partnerinnen als potenziell Beute, also Irse gesehen. Das ist für allem an einer patriarchal strukturierten Gesellschaft ein ziemliches Problem. Sex als Trieb zu gesehen, den ihr nicht ganz kontrollieren kann, an den muss erfüllt gehen, weil ein überlebenswichtig ist, justifiziert viel Übergriffe für allem von Männern. An unserer Gesellschaft gibt der Mythos oder die Vorstellung von Männern, die sich sexuell nicht in der Kontrolle haben, an ihrem Sexualtrieb müssen nur gehen. Das Vorstellung ist natürlich ziemlich toxisch und hängt noch mal etwas Ernstes zusammen, nämlich da, wie schnell ihr Lust auf Sex hat und was du als normal gesieget. Für das zu erklären, muss ich kurz ausholen. Wie Lust entsteht, ist nicht bei jedem selbst. Es kann ihn unterscheiden zwischen spontaneous desire, also spontaner Lust, und responsive desire, also Lust, die auf etwas Antwort respondet. Spontaneous desire heißt, dass ihn Erregung verspürt, auf Englisch Arousal, und darauf hin kriegt er Lust auf Sex. Zum Beispiel, es gesagt in eine flotte Person auf der Straße und einem Land schlafen. Oder Partnerin spaziert nur dadurch durchs Zimmer. Das löst Erregung aus und dann wird Lust auf Sex. Das fühlt sich schon wie spontan Lust. Studien haben herausgefunden, dass so ungefähr 75% von den Männern Lust empfinden und ca. 15% von den Frauen. Am Unterschied dazu gibt es responsive desire, also Lust, die als Antwort auf etwas entsteht. Das heißt, es braucht viel Erregung an einen langen Abbau, zum Beispiel, dass in den ganzen Abend mit einem geflirt wird oder schon mal lang geknutscht, gekuschelt oder rundherum gefummelt wird. Und dann baut sich Erregung, also Arousal, ab, und als Antwort auf die Erregung kriegt ihn dann Lust auf Sex. So funktioniert Lust bei ungefähr 5% von den Männern und bei 30% von den Frauen. Lo kann ich sagen, aber auch spontaneous desire antwort hier auf etwas, was für du geschieht ist. Ja, das stimmt. Auch spontaneous desire ist responsive, mehr halt süß, mehr schnell. Heinst du fühlt sich spontaneous desire auch einfach nehmen spontan an, also nicht. Zum Beispiel, wenn eine Woche lang mit einer Person hin und her gesext wird, befehlen sich dann gesagt oder gesagt, und dann, wenn ihn sich gesagt, geht es durch, dass die andere Person nicht sexy guckt, und schon wird ihn direkt und spontan Lust auf Sex. Und wenn der Mat gezählt wird, fehlt noch ein bestimmter Prozentsatz von Leuten. Es gibt Leute, die beides kennen, also sowohl spontan als auch mehr responsiv Lust. Und bei denen hängt es vom Kontext auf, wie sich hier Lust entwickelt. Kontext heißt, je nachdem, wo sie gerade sind, mit wem, auf welcher Stimmung sie sind, wie viel Stress sie gerade tun oder über welche andere Sachen sie sich im Moment noch Gedanken machen. Das kontextabhängige Lust ist ungefähr bei 20% von den Männern und 55% von den Frauen. Das heißt, kann ich sagen, Männer haben zum größten Teil spontaneous desire, während Frauen zum größten Teil kontextabhängig oder responsive desire haben. An der Popkultur, generell in unserer Gesellschaft, wird Lust oft als spontaneous desire dargestellt. Da das nicht verwunderlich, aufgrund von dem Mythos von Männer als Default, also Männer als Schablon oder Fehler, weil wir an einer, wie gesagt, patriarchal strukturierte Gesellschaft leben. Dafür ist es wichtig, einen Kopf dieser Platz zu suchen. Responsive Desire und kontextabhängigen Desire sind normal, gesund und haben nichts damit zu tun, dass sie ein Problem mit der sogenannten Libido hat. Genauso wie es gesund und normal ist, spontan Lust auf Sex zu kriegen, ist es gesund und normal, wenn man einen guten Kontext braucht oder mir lang für sich anzustimmen.
An vun dëssen Ënnerscheder tschen Wéilecht entsteet, kën dort vu, Männer hatten méi e starken Sexdrive entre Gemäen, weil se prozentual méi oft spontaneous Desire verspieren wie Frauen. Mei mat engem Sextrieb huet dat neicht ze dien. Das Infoen hunnech ënner anderem aus dem Kapitel 7 vum Amelie Nagoski segem Buch Komm SUA, also komm wie's de Bass. An dem Kapitel stehen noch viel weiter Infoen dran, die et net an das Rubrik gepackt hunn. Dofir lohnet sech mal ranzulesen. Zum Beispiel, wenn du willst wissen, was das heißt, dat Lust vom Kontext aufhängig ist. Oder, für was genau sich Sex heinst du in einem ganz, ganz drängenden Bedürfnis ausspielt. Oder aber, wenn du willst wissen, was die kann machen, wenn in einer sexuellen Beziehung die eine Person viel responsive Desire hat und die andere Person echter spontan Lust auf Sex. Viel Spaß bei der Lektüre. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gi natürlich beantwortet und ihr das mehr ernehmen nennen. Iwer Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mat finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner a Jugend. A mat freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver asexueller Gesundheit. Dem Ministère für Education, Kanner a Jugend an den CESAS ginn all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.